Doppelte Premiere für Sarah Brandhuber. Neues Programm und erstmals spielt sie dabei Klavier. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Das ist mir noch nie passiert an der Stelle. Ah ja, ich weiß. Jetzt habe ich so ein schönes Intro. Es ist so. Das schneidet sehr aus, gell? Jetzt, nein, reißt euch zusammen, jetzt wird's poetisch, gell? Im Schatten des Salesianerinnenklosters in Dietramszell ist heute die Vorpremiere ihres neuen Kabarettprogramms. Sarah Brandhuber kennt das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen. Es ist schon ihr drittes Solo. Der Titel: „A scheener Schmarrn“. In den letzten 4 Jahren hätten sich einfach so viele Geschichten angesammelt, die müssten einfach raus. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich über viele Monate immer wieder so Ideen, die ich so zwischendurch gehabt habe, einfach notiert habe in so einer WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Ich weiß nicht, ob das paranoid ist, das haben, glaube ich, mehrere Menschen. Ich habe versucht, die Elemente, die bis jetzt gut funktioniert haben, einfach wieder solche einzubauen. So einen Song, der die Leute ein bisschen mitreißt oder einen, wo man so ein bisschen ums Eck denken muss. Und ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Ja. Sie macht Musikkabarett. Mit Gitarre kennt man sie. Dass sie Klavier spielt, ist allerdings neu. Ich habe beides nie gelernt, sondern immer so autodidaktisch. Und habe aber immer schon daheim Gitarre gespielt und Klavier gespielt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wenn ich es mir mit der Gitarre auf die Bühne traue, kann ich das Klavier eigentlich auch mal mitnehmen. So war das. Es gibt Menschen, die haben die Atomkraft entdeckt. Und ich frage mich, wie gescheit kann man sein. Dann gibt's mich. Ich steck grad an der Edeka-Kasse und gib mein PIN-Nummer 3-mal falsch ein. Ist es normal, dass ich das Klavier so schlecht her? Kann aber auch an mir jetzt gerade liegen. Ich höre nämlich fast nicht, was ich spiele. Deswegen spiele ich also schier. Es ist echt noch nicht ideal. Sekunde mal. Ich mach's jetzt einmal gescheit, bevor ich nachher die ganze Zeit rumrutsche. Rutsch. Ja, irgendwie ist doch anders wie daheim. Daheim ist sie in der Gemeinde Langenpreising im Landkreis Erding. Mit Mischling Froni, 2 Söhnen und Mann Thomas, mit dem sie mehr als ihr halbes Leben zusammen ist. Und der sie in- und auswendig kennt. Auf der Bühne ist schon ein anderer Mensch auf alle Fälle. Ja. Also ist natürlich eine Bühnenfigur. Ja. Da wäre natürlich auch viel dargeboten, was nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Darfst du sagen. Also privat ist er nicht unbedingt jemand, der unbedingt immer mit vor Selbstbewusstsein strotzt. Also so sagen wie jemanden... Anrufen. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Ich meine, auf der Bühne steht es vor, keine Ahnung, vor Hunderten von Leuten, das ist überhaupt gar kein Problem, ja, und ist da eine Rampensau. Aber wenn es dann darum geht, irgendjemand anzurufen, weil wegen, weiß ich nicht, Termine oder, keine Ahnung, weil Tasten unscharf sind oder sowas, das ist dann, fällt da schon schwer an. Also das ist also die 2 Seiten. Fürs neue Programm hat sie gerade Werbeartikel anfertigen lassen. Der erste Schwung Tassen genügte aber nicht den Ansprüchen von Sarah und ihrer Mutter Gitta. Es ist tatsächlich eine Nachlieferung, darum bin ich also aufgeregt, weil die ersten waren für sie unscharf. Und jetzt hoffe ich einfach, das passt, dass jetzt passt. Wenn die auch unscharf sind? Dann werde ich wohl die Firma wechseln und es gibt Tassen von woanders, aber nicht mehr zur Vorpremiere. Eine befreundete Künstlerin hat das Motiv gestaltet. Nach einem Song aus dem neuen Programm. Ja, was meinst du? Ja, schauen genauso aus wie die letzten. Ich fürchte, das Thema Tassen werden wir dann vertagen erstmal. Ich glaube, die müssen wir leider nochmal zurückschicken. Unscharf. Die Probleme einer Künstlerin abseits der Bühne. Sie hätte es sich einfacher machen können als studierte und festangestellte Sozialarbeiterin. Erst recht mit den Kindern. Ich weiß das nur so gut, wo ich es euch gebeichtet habe, dass ich nicht mehr zurückkehre in meinem Job. Da habe ich tagelang Angst gehabt und dann hast du und der Papa, ich habe euch getrennt voneinander gesagt, habt beide gesagt, ja, das haben wir gewusst. Ja. Das war das irgendwie war echt klar. Sie war immer schon zwar eigentlich sehr schüchtern, aber immer bühnenpräsent, schon vom Kindergarten auf mit der Geige schon. Also Dinge, also da haben wir immer schon gewusst, die fühlt sich auf der Bühne eigentlich wohler als irgendwo an einem Schreibtisch. Im Gymnasium rockte Sarah Brandhuber die Bühne dann mit ihrer Band Jane of Fools. Damals noch auf Englisch. Nach der Schule schrieb sie ihre Texte im Dialekt.
und nutzte 2014 die Chance zum ersten Soloauftritt bei einem Festival in Landshut. Der war ein guter Freund als der 100, der war Volksmusik als Tosido, der war rum mit Tee als ein Tee mit Rum, der war kreislich sei wie bei der Heidi Klum. Dieser Auftritt brachte ihr den Dialektpreis Bayern ein. Aber erst ein Konzert des Kabarettkollegen Helmut Binser hat sie daran glauben lassen, dass ein Künstlerleben überhaupt möglich ist. Ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich habe gar nicht kennt, da hat mir wer Karten geschenkt und ich war da nicht gut drauf, da ist in der Arbeit was Black gelaufen. Und dann hat mich die Person aber überredet, hat gesagt, komm, jetzt gehen wir da hier. Und dann habe ich so lachen müssen. Und ich kenne das von mir nicht, dass ich laut lache und dass ich Tränen lache, aber er hat es geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das geht, dass der meine Laune halt zur Übung hat, dann möchte ich das auch lernen. Das war echt so ein Schlüsselmoment. 9 Jahre nach diesem Schlüsselmoment will sie die Leute zum Lachen bringen mit ihrem 3. Programm in der Klosterschenke Dietramszell. Also eigentlich denke ich mir die ganze Zeit, hoffentlich weiß ich meinen Text noch. Wobei ich glaube, die freuen sich fast ein bisschen, wenn ich ein bisschen was vergesse, weil das machte die Vorpremiere auch aus. Dass die Leute einfach gefällt, was ich mir da ausgedacht habe. Das war schön. Dankeschön. Bin gespannt, was das heute Abend wird. Gell? Das erste Lied, das ich euch präsentiere, heißt gleich das Programm «Ein schöner Schmarrn». Dann könnt ihr ungefähr einordnen, wie es heute weitergehen wird. Gell? Mein Opa hat ein Internet und das benutzt er oft. Der Chef vom Windows sagt er mir, das ist der Microsoft. Die SMS vom Handy löscht er täglich, ist ja klar. Weil wenn der Speicher leer ist das drum nimmer so schwer. Mein Bub hat neue Stiefeln gekriegt, ganz stolz zieht er sie an. Mein Mo hat in seinem Beisein gefragt, ob die gut gefudert sind. Die muss man fudern, fragt der Bub, ist narrisch irritiert. Und hat die neue Stiefel gleich ein Marmeladbrot geschmiert. Und jetzt denkst du dir, das ist ein schöner Schmarrn. Und ich sag, ja, den hab ich wochenlang geplant. Ich habe ja viele Themen, wo es halt einfach um mein Leben geht, auch, wo es sich natürlich kontinuierlich verändert. Ich habe kleine Kinder gehabt oder Babys gehabt, wie ich angefangen habe. Jetzt sind die größer, jetzt gibt es andere Themen. Wie ich dann meinen Mo geheiratet habe, dann bin ich in den sein Dorf gezogen. Gell? Also das gehört ihm nicht, da wohnt der bloß. Und wie ich hingezogen bin, bin ich so 1, 2 Tage später das erste Mal joggen gegangen. Und dann bin ich heimgekommen und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, bist du jetzt durchs Dorf gelaufen? Und ich habe gesagt, ja, schon. Warum? Und er hat gesagt, ja, weil jetzt haben sie alle gesehen. So, ja und? Dann war ein Anruf von der Schwiegermama, du, die Nachbarin hat angerufen, kann es sein, dass die Sarah gerade durchs Dorf joggt? Und alle haben es gesehen. Jeder verzeiht umeinander. Und jeder war dabei. Und jeder zerreißt es Mai. So ist es halt bei uns auf dem Land. Oft steckt man ja als Mutter auch ein bisschen zurück, was ja auch sehr schön sein kann. Aber ich genieße das schon ehrlich gesagt auch sehr, dass ich dann mal auf der Bühne bin und dann schauen mich mal alle an und dann geht es mir darum, was ich zum Erzählen habe. Wenn man Leute hat, die man wirklich gern mag, dann tut man denen ihren großen Gefallen, wenn man nicht zusammenrammt, bevor die kommen. Weil die wollen ja sehen, dass bei dir auch genauso beschissen ausschaut, wie bei denen daheim, gell? Meine Bekannten und Freunde und Verwandten, ich mag die so gerne, ich darf ja gar nicht mehr putzen. Gell? Ich finde auch, dass das Bayerische wahnsinnig cool zum Reimen ist. Bayerisch Texte schreiben, das macht total Spaß, weil es halt einfach auch Wörter gibt, wo du keinen hochdeutschen Reim gar nicht finden darfst. Aber auf Bayerisch geht's halt. In der Nacht, da läuft der Toni, besoffen durch den Birkenwald. Hat keine Ahnung, wie der Weg geht, läuft heute am Mond nach, weil's ihm gefällt. Schaut den Himmel, weil er trammt und rennt Vollgas gegen Bam. Das ganze Mai hat er voll Blut, so schnell geht er nimmer fort. Ich wünsch mir einen Strauß von dir, Schatzi, wünsch mir einen Strauß riesengroß. Einen Strauß, da wo all meine Freundinnen sagen, Leck, was ist bei denen zwei los? Du hast mir den Strauß geschenkt und fragst dich, was die Reaktion meinerseits soll. Er ist groß und wunderschön wie revoltet, aber scheiß das ganze Wohnzimmer voll. So kann man sie deischen, wenn einer was mag, so kann man sie deischen ganz schnell. Drum ist es so wichtig, dass du zweimal nachfragst, wenn dein Sportsaal einen Strauß von dir will. Dankeschön. Wirklich lustig und irgendwas für ihn dabei. Cool tätowiert. Cooler Song, coole Texte. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Doch, ich habe überhaupt nicht einschätzen können, was wie funktioniert. Und ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass die Leute das nicht mögen, was ich mache.
einfach nur Spaß an der Freude und nicht mehr. Und auch das Bayerische, das ist sowieso das unsere, das gefällt uns ja sowieso. Der Scheißdrecks Mittelspur, Schleicher, all mein Betteln und mein Flehen von den Mo nicht erweicher. Er sagt selbst, wenn er mehr hat, kriegt das Gas nicht Druck. Der zuständige Muskel, Geld seit Jahren schon zurück. Dankeschön! Herzlichen Dank! Es war wunderschön bei euch. Wir sehen uns draußen.